Essgesinterheit. Shalom Aleichem. Ich bin Sura Rochel Schechter. En ich bin Yves Jochnowitz. Vrij begrüßt zu unserem Programm Essgesundheit. Wir sind in unser Guten und wir wollen nachweisen, wie wir können bekommen Straf. Unser Thema heint ist Schav, sehr wichtige Meichel bei Ihnen. Und Schav wächst wild umherum in New York und bei ihm ist umherum in den Vereinigten Staaten. Ich bin umgekommen ein bisschen früh und gefunden, als Schav wächst du in Garten, kommt. Und das ist wilde Schav. Das ist ein Gewächs mit 3 Blättern wie kleine Herzelech. Kann das versichern? Versichern ein bisschen. Ist ein bisschen säuerlich. Das ist auch, also wie Lemon. Mhm. Und jetzt lassen wir rein in den Haus. Mhm. Und jetzt dort haben wir wilde Schav vom Garten. Dort ist Stammschav, Gartenschav. Und da etwas Interessantes, das ist Reuteschav mit schönen Reuteadern. Sehr schön. Ich gehe aufnehmen die Stammen und zerschneiden das Schav. Und mit Schav werden wir die langen, harte Eier. Jetzt lassen wir jetzt gehen kochende Eier. Schön. Und dann geht später. Schav zerschneide ich auf kleine Stücke. Rochel, kannst du mir helfen aufstellen die Igelkes? Ja, sicher. Leut, Dr. Mordke Schechters wunderlichen Lexikon. Ich kenne ihn. Aha. Leut, die Gewächsenwelt auf Jiddisch hat Jiddisch 16 Synonymen für Schav. Nicht weniger wie 16 Synonymen. Schav, Schavel, Schavets, Schavets. Ich habe schon ein Pfund Schav zerschnittene. Und die Igerkes können wir, und die Zibbels können wir schneiden später, wenn wir kochen auf das Schav. Jetzt lassen wir gehen kochen das Schav. Dort habe ich 2 Quart Wasser. Und Rochel, da lassen wir ein bisschen Salz. Gibt sie 1 Löffel Salz. Efter 1,5 Löffel. Gewöhnlich wollte ich sie gegeben 2 oder 3 Löffel. 2 oder 3 Löffel. Schwer. Und die zerschnittene Schav. Es darf kochen 20 Minuten, eine halbe Stunde. Beschas es kocht sich das Schav, zerschneide ich die Igerkes und die Zimmerzibbele. Und mit der Zimmerzibbele, was diene als besser? Was wir dann machen zusammen mit dem Schav, das hat sehr starken Tarn, ist Kremslach. Kremslach haben sehr delikaten Tarn. Kremslach macht man gewöhnlich Pesach, das ist gemacht mit Matzemehl. Nur ich habe es lieber ganz Jahr. Ist zuerst, wenn wir reintun die Eier in einer großen Schüssel. Dazu mit sehen, ob sie da Blicktropfen. Kusche. Zweitste Rochel, das Wort Kremsel, ist eine von den kadmoinigsten jiddischen Wörtern. Eine von den ältesten jiddischen Wörtern. Ja, ich habe nicht gewusst. Es ist von einem lateinischen Komponent. Und das Wort Kremsel befindet sich auch viele in der Gemorre, in der Tosafos. Danke. Du meinst, der Tanoim haben gewiss, was soll zu kochen? Die Tnoim nicht, aber Rabbeinu Tam, ja, das Einikel von Rashi, hat ermahnt das Wort Kremsel, wenn schreibt wegen auf größere Sachen, man macht Hamoitze. Auf Kremsel nicht.
Und das ist eine von die, das ist das erste Mal, wenn man gefunden das Wort Kremsel geschrieben wird. Auch interessant. Gut, ich habe erst geklappte Eier. Und jetzt ziehen wir ran den Matzemehl. Das ich habe schon gemacht. Das ist ein halber Teppel Matzemehl. So, das ist ein sehr leichtes Rezept. Wir können es machen 1 und 2. Und euch ein Löffel Zucker. Das ich will machen mit der Hand, also wie man Bobberflake machen. Ich tue ein bisschen mehr wie ein Löffel, weil ich habe lieber so ein bisschen süßer. Ein Löffel Salz. In Wasser. Das darf man. 3 Viertel Teppel Wasser. Und du, es wird genug stehen. Wir werden es lassen stehen nach 15 Minuten, bis der Werk ein bisschen gedächter. Und danach wird es ein genug gedächt, dass man so können machen, der Latkes für den. Jetzt ist der Teig schon gerät für den Kremslach. Ich habe ungeheizt Bäumel in der Patelnia. Ein Löffel in dem Teig. Wir machen im 5 Kremslach in ein Patelnia. Das ist groß genug. Jetzt prägeln sie sich. Ich will warten zu sehen, dass es leichtig bräun auf eine Saat, auf die hinterste Saat. Ich kann jetzt daneben drehen, also wenn es ausgerät. Das ist dann leichtig bräun auf eine Saat. Rochel, kannst du drehen nachher den Schad? Ja. Steuer. Der Schad ist schon abgekocht und wir wollen es abkühlen, Wasser. Machen wir einen kalten Bad mit Eis und Wasser in eine große Schüssel und eine kleinere Schüssel stellt man rein in ein wenig. Das ist eine plastische Schüssel. Es ist durch gläserne Schüsseln und plastische Schüsseln. Ich habe besser gewollt nutzen eine plastischen, weil Glas insuliert und es bleibt heißer. länger. Rein. Das ist nicht so heiß. Ich habe schon Hände von Asbestos. Ich arbeite im Restaurant also viele Jahre. Das soll sich bald abkühlen in einem kalten Bad. Jetzt wird, als der Schad ist schon kalt und als Rochel schält auf die harte Eier, machen wir den Schad. Ich gebe sie die schön zerschnittene Egerkäse in Zimmerzwiebeln zu der Schad und ein bisschen Smetana euch. Ein Topf Smetana oder ob du willst, 2 Teppich. 2 Teppich Smetana. Gibt sie ein bisschen Suppe in der Smetana, soll sich gut zu gehen. Ich will nicht rein zu viel Suppe, weil dann nicht noch keine Smetana werden in kleine Stücke lassen. Das will ich nicht. Jetzt haben wir unser Schaf mit Kremslach. Lassen wir es versiechen. Sehr gut. Jetzt wir hoffen, dass ihr dann nur gehabt, das Essen sind daheim.